Jetzt macht man da einen Krautsalat. Ja, schon. Servus, grüß euch, Grüß herzlich euch, willkommen wieder zur zweiten Folge Vordersack TV mit Fleischi. und Weise. Ja, wir haben uns recht gefreut über die positive Resonanz bezüglich unserer ersten Folge. Jetzt haben wir gedacht, jetzt legen wir gleich eine nach, weil der Fleischi möchte seine Tiroler Kaspressknödel mit einem Krautsalat. Das ist eigentlich ein Bauernessen früher gewesen, aber das ist eine ganz tolle Sache eigentlich. Wir sind wie normale Knödel, bloß mit Käse dazu und die werden dann aus der Pfanne ausgebraten. Dann haben wir jetzt erstmal den Krautsalat, der muss natürlich immer schön ziehen. Wie lange muss der ziehen? Ja, am besten so 3 Stunden dann insgesamt. Oder was auch ganz gut ist, am nächsten Tag der Krautsalat. Haben wir jetzt erstmal hergeschnitten, wird jetzt mit Salz. Salz und Pfeffer, oder? Na, da kommt jetzt nur Salz und dann kann man gleich so ein bisschen kneten. Kümmel ist natürlich ganz wichtig beim Tiroler Krautsalat, weil die Tiroler mengen immer gerne Kümmel auch im Essen drin. Der kommt dann später noch dazu. Essig, Öl, man kann ein bisschen Senf dazu tun. Da haben wir jetzt Zwiebelwürfel machen. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt muss ich aber eins sagen, jetzt bin ich ganz schön traurig. Okay, ich kann dich aufmuntern. Magst du einen edlen Tropfen? Juhu! Bier, Bier, Bier! Ma, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wo das Bier denn bleibt. Dann haben wir mal Karmeliten Aus Straubing. aus Straubing. Das ist jetzt kein Goldkäpferl, gibt es auch. Wobei, Meisi mag auch mal recht gern das Goldköpferl. So, da werden jetzt die Zwiebeln schön goldbraun angebraten. Dann noch. auf Eich. Auf Eich. Euch das so gut gefallen hat und so viel Glück gegeben hat. Also die Zwiebeln haben jetzt für einen Krautsalat. So ein kleiner Trick, wie man den Krautsalat dann ein bisschen beschleunigt. Wenn man das nämlich, also man kann auch mit Essigöl und Kümmel das dann so kalt anrichten, aber wenn man es dann warm anrichtet, dann zirkt es schneller durch. Es hat ein Gewinnspiel gegeben. Christoph Schuller, dein Kommentar war der Wahnsinn. Was jetzt da genau drin war, ist eh wurscht, weil du hast die CD gewonnen. Schau her. Kannst vielleicht so deine Postadresse an die E-Mail-Adresse schreiben, dann Oder er kommt am 30.12. nach Holsacker, spielt nämlich ATM und 08 Sprachrohr live. da haben wir jetzt mit ein bisschen Weißwein abgelöscht, dann habe ich jetzt einen Apfelessig hergenommen. Haben wir gerade keinen anderen da gehabt, darum nur der Weißwein dazu, dann ist der Apfelessig nicht ganz so geschmackvoll. Okay. Also normal nimmst du Apfelessig. Oder normalerweise normalen Weißweinessig und jetzt habe ich halt ein bisschen Weißwein und einen Apfelessig genommen und dann dürfte es auch wieder passen. Beim Kochen kann man immer ein bisschen rumprobieren und muss dann jetzt nicht immer genau an das Rezept halten. Kümmel ist ganz wichtig. Dann lassen wir das nur kurz erwärmen. Dann kommt es über Krautsalat rüber. Schaut gut aus. Ja, heute machen wir auch mal ein vegetarisches Gericht. Natürlich ist ja zurzeit eine Riesendiskussion, Fleisch und Vegetarier bei YouTube war. Also ich habe es ein bisschen mitgekriegt. Ich meine, das mit dem Fleischessen, natürlich ist das ein Riesenthema mit der Massentierhaltung. Da muss ich aber sagen, wenn du beim Netto ein Händel für einen Euro kaufst, dann wirst du da kein freilaufendes Händel kriegen. Ne? Dann braucht es ja auch keiner beschweren, dass es Massentierhaltung gibt. Ja, das muss im Endeffekt immer der Verbraucher selber entscheiden und der ist halt meistens nur so dumm, dass er jeden Tag Fleisch haben will und immer das Billigste. Genau. So, den lassen wir jetzt ein bisschen ziehen. Da haben wir jetzt 3 verschiedene Käse. Haben wir einmal einen Allgäuer Bergkäse, Hartkäse. Dann haben wir hier einen Felsenkeller, einen Tiroler, der wird im Keller greift.
ist dadurch dann ein bisschen geschmackiger. Okay. Und da ist eben der Bierkass, und da haben wir jetzt einen bayerischen und Weltenburger Barock Bierkass. Das ist jetzt kein Hartkäse, aber sehr geschmackig im Geschmack. Okay. Geschmackig im Geschmack. Geschmackig im Geschmack ist wichtig. Okay, wie gehst du vor mit dem Kass? Der Kass, der wird jetzt einfach gewürfelt. Da haben wir jetzt mal unser Knädelbrot. Das ist jetzt Knädelbrot. Da werden wir jetzt noch mit Zwiebeln schneiden müssen. Dann brauchen wir Petersilie. Gut, die Dicken muss man natürlich aussehen. Dicke Stängel, weil wenn die mit Knädel drin haben, das kommt natürlich nicht so cool. Na, das ist nicht so gut. Das ist jetzt meine Aufgabe. Ich muss auch was tun, ich kann nur filmen. Hat es ja schon geheißen in der ersten Sendung, warum das alles der Fleischi macht. Echt, hat es jetzt geheißen? Hat es wirklich geheißen, aber Sowas. ist auch viel hinter der Kamera und Büroarbeit. Und ist ja nicht nur, was ihr seht, was da an Arbeit ist. Nein, nicht mehr schon. Aber es macht wieder Spaß. So, da habe ich dann schon für die Knädel ein bisschen Salz, Pfeffer hergekriegt. Fürs erste Mal. Wenn wir das schon ein bisschen vermengen. So, dann werden wir die Zwiebeln andünsten. Dann haben wir Petersil. Gleich zu den Öl dazu. So, Meisti, kannst du mir eigentlich schon 2 Eier hergeben? 2 Eier. Die können wir da rein. Für die Gleichschlung oder? Da habe ich noch einen kleinen Trick. Die Zwiebel, die haben wir immer ein bisschen mit Butter anrösten oder dämpfen. Okay. Und dann tue ich mit Milch das aufkochen, weil dann wird die Milch schon ein bisschen warm. Ach so, und die kommt dann ins Knädelbrot Die rein. kommt dann ins Knädelbrot rein. Hochinteressant. Und dann kommt jetzt der Kass mit rein, dann wird das schon mal vermengt. Ja, das dürfte reichen. Man kann es dann, wenn man es von der Masse her sieht, ja noch was dazu tun. Ist immer besser, wenn man Milch oder Eier. Ich bevorzuge da schon eine gute Milch. Also da haben wir jetzt zum Beispiel die Berchtesgadener Milch, deren ihre Bauern nur einigermaßen fair zahlen. Also Okay. ich kaufe mir keine Milch für 99 Cent oder für 50 Cent. Sondern Ja, wenn du sagst, was eine Red Bull kostet. Ne? ja, und für die Milch werden wir dann auf einmal sparen. Und was mir auch immer wichtig ist, 3,5 oder 3,8% Fett. Weil das 1,5% Fett, das ist ein totaler Schmarrn. Jetzt rechnet es eigentlich mal aus, wenn du jeden Tag ein bisschen Milch in einen Kaffee einschützt und mit 3,5% oder mit 1,5% wo es da abnimmt. Das ist auch ein Witz. Weiß ja jeder. Ja. Da ist er natürlich, weil die 1,5er, die müssen sie ja irgendwie bearbeiten, damit die 1,5 kriegen. Genau. Und ich bin ja im Allgäu geboren, also ich kenne die Bauernmilch mit 5% und mehr Fett. Also hat mir auch nicht geschaut. Überhaupt nicht. Also jetzt schön durchkneten, dass eine Masse wird. Dann lassen wir ein bisschen ruhen. Geht's ans Knädel drehen. Du warst ja in Minga und Ja, am Wochenende war ich in Minga, haben einen kleinen Ausflug gemacht. hast einen Isaki getroffen. Ja, glaubt man gar nicht, dass das passieren kann. Aber ich steige mit Christian ins erste Taxi ein, am Harras, und wer hockt drin? Der Isaki. Also für alle, die einen Isaki nicht kennen, der Isaki ist ja eigentlich schon ein bekannter Taxifahrer, eigentlich der bekannteste Taxifahrer in Minga. Auf jeden Fall ist er angeblich, das hat er aber schon öfters im Fernsehen gesagt, ist er nur wegen dem FC Bayern vor 40 Jahren nach Minga gezogen. Also er ist ein Vollblut-Ultra-Bayern-Fan. Und da muss ich auch noch dazu sagen, es gibt ungefähr, ich habe nachgeschaut, 3400 Taxis in Minga. Und der Fleischi steigt beim Isaki ein. Isaki gefällt dir vor der Aktivfahrt? Ja, ja, freilich, das darfst du lernen. Doppelt Daumen hoch, oder? Ja. Ich war da 35 Minuten im Taxi gefahren und wir haben kein einziges Mal ein Radio eingestellt, weil der dampft ohne Ende. Das war ein guter Dampfplauder, Ich habe jetzt auch seine Handynummer, mal schauen, vielleicht kann man auch dazu bewegen, dass seine Alte mal für uns kocht. Alles mein Alter hat schon angerufen. Fürs Essen, weißt du? Wir können auch als Gewinnspiel gleich machen. Sagen wir einfach, wer uns sagen kann, wo der Isaki herkommt ursprünglich. Genau, Aus welchem Land in Afrika, der gewinnt was. der gewinnt eine Nuller Sprachrohr-CD. Und zwar das zweite Album, was schon ausverkauft ist. Da haben wir noch ein paar Exemplare Oh, an interessant. der Grenze zur Geschmacklosigkeit. Zum Wohl.
Kameriten, Dankeschön. Ja? Dann werden die einfach goldbraun von beiden Seiten angebraten. Genau. Drehen wir es mal um. Ah, die schauen gut aus. Schaut euch das an. So soll das dann ausschauen. So, da haben wir einen klassischen Krautsalat, halt auch vegetarisch. Du Meisi. Ja, Fleischi. Und dann haben wir fertig. Ja. Dann haben wir hier wunderbar Tiroler Kaspressknödel mit Krautsalat. Ich wünsche euch einen guten Appetit, wenn ihr es nachgekocht habt. Ja. Und wir werden es dann auch gleich probieren. So, grüß euch nochmal. Jetzt probieren wir das Ganze. Probieren wir das Ganze. Natürlich haben wir Ah, das schaut gut aus. Was sagst du, Meisi? ich muss sagen, Fleischi, du übertriffst du immer wieder. Schau, jetzt kommt der Schmetterling. Und der Schmetterling schaut auch noch vorbei. Das glaubt man nicht. Das mit Magst du auch was? Ja gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Brudersack TV. Brudersack TV, Fleischi und Meisi. Kochen Hauben voll. Haubenniveau.